Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen Silent Hill F. Das F steht übrigens für Pfälzisch. Und deshalb werde ich jetzt nach diesem Intro hier die einzig wahre Sprache der Welt sprechen, Pfälzisch. Das P steht für Pals. Okay? Ich werde den ersten Durchgang auf Pfälzisch spielen. Warte mal, ich muss noch Hochdeutsch reden. Ich werde den ersten Durchgang auf Pfälzisch spielen. Und dann werde ich noch einen zweiten Durchgang machen, weil jeder sagt, der zweite Durchgang, da verstehst du dann viel mehr in sowas. Den werde ich auf diesem, das was halt so der Pöbel spricht, dieses Hochdeutsch da. So, deshalb würde ich sagen, 3, 2, 1, ab jetzt wird Pfälzisch gebabbelt, okay? Dann legen wir mal los. Also, ich habe schon ein bisschen Nin gespielt. Einfach, weil ich muss Soundeinstellungen machen und gucke, wie es läuft für alle Dinge auf meiner Grafikkarte. Und es läuft gut. Ich bin aber jetzt nur ein bisschen in der Stadt rumgerannt und nehme den Bärsch runter, noch nicht immer ganz. Also gut. Action, schwächere Feinde, mehr Ressourcen, klassische Silent Hill Schwierigkeit für Spieler, die sich auf die Geschichte konzentrieren wollen. Oder schwer. Wir nehmen natürlich Geschichte. Leicht. Die Rätsel. Ausgewogenes Rätselabenteuer, es gibt Geschichte, Rätsel leicht. Rätsel werden schwieriger für Spieler, die eine ernsthafte... Hallo! Ja! So, Kostüm kann ich nur auswählen. Was haben wir dann Feines? Unsere von der Schule vorgeschriebene Uniform. Reines Weiß. Unschuldiges Weiß. Naja, also, da ist ja grau drin. Rosa Kaninchenkostüm, Hasehohe, garantiert nicht. Da, das ist schon in Ordnung so. I don't need them anyway. Who even cares about their junk games? Hinako? I thought you were playing with your friends. They said I can't play house with them because I hang out with boys. Well, how about you play with your big sister instead? Really? Well? Thanks for waiting. Dürftest du vorher nicht mit der großen Schwester spielen, oder was? Did something happen? Just reminiscing a little. About, Ach so. when we were kids. You always looked out for me. Hinako. Here, this is for you. Oh, das kenne ich. Das ist an den Osterhasen, an den Schoko-Osterhasen dran. Oh, das habe ich auch immer. Die sammle ich immer. Thank you. Also, Glöckchen. Guck mal, die große Schwester ist gar nicht so groß. Sie ist genauso groß wie die kleine Schwester. Also sofern das Japanisch ist, wären vielleicht jetzt Untertitel nicht schlecht. Aber ich will da nicht zu sehr meckern. Ich mag japanische Enka. Super. Da guck, da steht's. Silent Hill, Pfälzisch. Ganz klar. Also so sieht's bei uns im Dorf nicht aus. Vor allem nicht so viele Stromleitungen. Okay.
Was geht noch weiter? Hinako! How dare you speak to your parents like that? Dear, please calm down. This Junko knows how to show some respect. Why the hell can't you be more like her? Wieso steht denn sie auf dem Bild so abseits? Where do you think you're going? We're not done here, young lady. Darling, please. You've already made your point. Then why isn't she listening to me? If you hadn't spoiled her so much, she wouldn't act like such a brat all the time. Hinako, don't go. Your father's just worried. I'm gonna go see my friends. Come home soon. Die Mutter erinnert mich irgendwie an Ine-san von Shenmue. There's no Weißt du? way. Also so, Never. was? Hallöchen. Okay. Dann würde ich mal sagen, dann legen wir mal los. Das allererste, was mir aufgefallen ist, ich weiß, dass der Soundtrack Akira Toriyama. Toriyama? Akira Yamaoka, alter Schwede, jetzt war ich komplett falsch. Nee, Akira Toriyama hat nicht einen Soundtrack gemacht und er hat auch nicht die Charakterdesigns gemacht. Das wäre gruselig. Also es wäre nicht gruselig, aber es wäre gruselig, wenn er ja, zu einem aktuellen Spiel, ja, ist auch egal. Akira Yamaoka hat unter anderem den Soundtrack mitgemacht, aber nicht der ganze. Ich muss mal wieder rinkommen, das pellt sich, das bin ich schon gar nicht mehr gewohnt. Also ich würde mal sagen, das Titellied ist höchstwahrscheinlich vom Akira Toriyama. Nee, Yamaoka, Mann ey. Ja, einfach weil das ist schon, also an wie das Intro vom ersten Teil mit den, was war das, so eine Art spanische Gitarre, so, weißt du so. Sowas in der Richtung, also doch schon so Vibes und so, ja, okay. So, also das ist unser Haus, ja. Eine gute Gasflasche. Gibt's da schon irgendwie ein bisschen was? Also ich kann da rennen, habe ich jetzt gesehen. Ne? So. Das Spiel spielt wohl irgendwie 1950, 1960 oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Irgendwie dort rum. Ja. Keine Ahnung. Steht halt irgendwie nichts. Also irgendwie, oh, warte mal, da gibt's was, da will ich hingucken. Da will ich gucken. Was gibt's denn da? Ah, das kenne ich. Da stehen die alte. Oh, ist sogar jemand rauskommen? Da stehen der alte Klumpatsch rum, wo dann spammeln soll oder was? Ist das eine Wischmaschine? Ja, irgendwie sowas. Weißt du, das ist vielleicht eine Wischmaschine, so Toploader. Da steht ja Washing. Und dann machst du die Klamotte rein und dann machst du die Kurbel, kannst du drehen oder was? Oh, das ist geil, manuelle Wischmaschine. Das ist aber eigentlich cool. Oh, guck mal, das ist ein Europalett. Das sehe ich von da. Weiß jeder, in Japan hat man 1950, 60 rum, hat man lauter Europalette gehabt. Weil die halt einfach gut und praktisch sind. Kann ich doch nochmal hin? Ja, aber will ich wahrscheinlich nicht. Okay. Ich gucke mich doch gerade noch ein bisschen um. Aha. Steige den Berg hinunter. Derzeitiger Standort. Ah, das bin ich. Hallo. Bewegen, zoomen. Ist schon. Okay, ich muss. Ebisusugaoka. Aller gut. Wenn du das sagst. So, ich muss also irgendwie die Beige nun. Ich höre doch dort dauernd was, wo so klappert. Aber wir sind noch in Shenmue. Also Shenmue, ich hab nur die erste Teil gespielt, ehrlich gesagt, damals auf der Dreamcast. Bin ich dann im Garten rumgelaufen und es hat dauernd so Plöck, Plöck hat's dauernd gemacht. Was zur Hölle ist dann das? Was macht dann dort dauernd Plöck? Und dann guckst du dich so im Garten um und irgendwann siehst du dann, hinten im Eck war so ein kleines Wasserding mit so einem hohlen Bambusrohr, wo dann so das Wasser drauf läuft. Und wenn dann das Bambusrohr voll ist und dann ist es nach vorne gegangen, dann ist es leer und dann ist es noch hingegangen und hat dann hinten auf den Stein gehauen und hat's gemacht. Plöck. Das ist für mich Japan. Plöck. Hohles Bambusrohr, was ist denn das da? Ah, da wohnt noch einer. Ah, da leid was. Zeitungsausschnitt: Ernste Probleme in Ebisugaoka.
Ebisugaoka, keine Ahnung. 21. April, Showa 20, 1945, Abendausgabe. Okay, ich spiele in der 40er. Der Onsen-Geysir, der am 3. dieses Monats im Bergbezirk Ebisugaoka, Iwashimitsu, plötzlich begonnen hatte, Wasser zu spucken, kam heute früh endlich zum Stillstand. Der Geysir erreichte eine Höhe von mindestens 30 Metern, doch der unaufhörliche Lärm und das beißende Schwefelwasserstoffgas beunruhigte die Anwohner. 3 Personen wurden mit Hautgeschwüren und anderen Beschwerden ins Krankenhaus eingeliefert, die ihrer Meinung nach durch das Gas verursacht wurden. Außerdem wurden im Wasser des Geysirs hohe Arsenkonzentrationen festgestellt. 20 Milligramm pro Liter. Viele Anwohner sind besorgt über die zukünftigen Umweltprobleme, die dies mit sich bringen könnte. Ja, Arsen ist nicht cool. Okay. Das Problem ist, dass ich habe die Anzeige auf PlayStation gestellt. Ich habe aber hier einen Controller. 8-Bito Ultimate Bluetooth. Irgendwie sowas. Also der hat halt das Nintendo Layout BAYX, so wie es sein soll. Aber das kann ich nicht instellen, du kannst nur das Xbox-Layout. Und das ist so dumm, also habe ich einfach das PlayStation-Layout. Aber ich habe dann halt Probleme mit Start und Select. So, Waffen kann ich nicht lesen. Und Ausrüstung angucken. Okay. Auch Gegenstände. Ich habe doch, okay. Was haben wir? Sammelobjekte. Dokumente, aha. Ja, nee, Lese brauche ich das nicht mehr, alles klar. Wir gucken uns natürlich bei dem im Garten ein bisschen um. Okay. So, hübsch hier. Aber waren sie schon mal in der Palz? Okay. Also die Palz sieht jetzt auch nicht viel anders. Ja, die Heiser eventuell schon. Wir sind ja nicht in Frankreich, wir haben schon richtige Heiser, ne? Aber, ja, guckst irgendwo hin und es ist Wald. Das ist schon Palz, ja. Das ist schon ziemlich, also das finde ich gut. So, was gibt's da? Da steht bestimmt kein Durchgang oder so. Betreten des Bergs verboten. Landslides blocked off the path. Used to climb up there. Ach so. Ein Erdrutsch. Was ist denn das da? Pilze! Zwischen Leber und Milz passt immer noch Pilz. Oder Export. Oder Weichscholle. Ja, aber das ist doch aber kein Wohnhaus, oder? Ich meine... Was ist das da für ein kleines Ist das Plumpsklo? Ist das ein Plumpsklo oder was? Ich bin 40er Jahre, das kann durchaus sein. Wo ist denn da vorne und hinten an dem Haus? Ja, komm, dann gibt's halt kein vorne und hinten am Haus. Jetzt habe ich mich total verfranst. Da muss ich nun. Also ich muss den Bär schnuller. Okay, das kriege ich hin. So, dann gehen wir mal den Bär schnuller. Okay. Rechts sehen Sie unser Wohnhaus. Das ist ein Wohnhaus. Guck, das hat so ein spitzes Dach und es hat Tier und so. Ein Gardedädel. Nee, Gardedädel hat's nicht. So, was gibt's dann da? Lass mal gucken hier. Was ist das da? Noch eine Wischmaschine, ja. Oh, die ist gelb, guck mal. So. Oh, da leitet noch was. Notiz des örtlichen Arztes. Vor kurzem wurden Füchse in der Stadt gesehen. Füchse! Ich bin sicher, dass die älteren Generationen, die mit Respekt vor Füchsen aufgewachsen sind, damit kein Problem haben. Aber ich mache mir Sorgen um Kinder, die versuchen könnten, die Tiere zu jagen oder zu provozieren. Warum sollte man dann Füchse jagen? Die machen doch kein was, außer komische Geräusche. Füchse sind von Natur aus nicht aggressiv, aber sie übertragen ebenso wie Wildhunde Krankheiten wie Tollwut, Tetanus und Echinokokose, okay? Um nur einige zu nennen. Ja, okay. Der Stadtausschuss sollte Warnungen herausgeben, um sicherzustellen, dass die Menschen ihnen nicht unnötig nahe kommen. Ja, normalerweise tun Fix aber wegrennen. Die rennen ganz fix weg, wann du in die Nähe kommst. So, komm ich doch nicht vorbei. Nee, was ist denn das? Ist das Strom oder Stromleitung oder was? Das hängt mir einfach ans Haus dran gepflanscht. Okay. Also auch dumm, oder? Baust du ein Haus auf dem Berg und kannst gar nicht ums Haus drumherum gehen. Kann ich nicht. So, da ist ein Gardedädel. Guck, da. Gardedädel. Ja, vielleicht gehen wir halt. Dann gehen wir halt nicht hier, okay.
So. Komm, beweg dich mal ein bisschen, Mädchen, ja? Ich wolle ja heute noch irgendwo ankommen. Erstmal du links am Haus vorbei, ja? Guck mal, da ist Gardedädel. Ah, da ist gar kein Gardedädel. Es gibt kein Dädel am Haus. Ne, ist einfach nur Dreck. Okay. So, da noch eine Wäschmaschine. Wieso haben die alle die Wäschmaschinen draußen? Wieso hat die Wäschmaschine keinen Deckel? Ich meine, ja, okay, du wäschst jetzt nicht drehe wie Ochs, dass oben die Suppe rauskommt oder so, sondern normal halt, ne? Okay. Was gibt's da? Nix. Da hängen noch nicht immer 100 Hasehaus. Dann ist es auch nicht Hannes Hasehaus. So. Weiter geht's. Nuna. Da unten ist Dings. So pray. Ja? X, um an einem Hokura zu rasten. Es gibt einen Eintrag. Moment. Hokura. Verwende X, wenn du vor einem Hokura stehst, um eine Liste der Dinge anzuzeigen, die du tun kannst. Du kannst deinen Fortschritt speichern, indem du aufzeichnen wählst. Habe ich noch irgendwie was Cooles? Sammelgegenstände. Beim Erkunden stößt du möglicherweise auf wertvolle Gegenstände und Informationen. Verwende diese Taste und rufe die Seite Sammelgegenstände auf, um anzuzeigen, welche wichtigen Gegenstände und Dokumente du derzeit besitzt. Jetzt haben wir sonst Charaktere. Shimizu Hinako. Shimizu ist der Nachname. An mir ist überhaupt nichts Außergewöhnliches. Außer vielleicht, dass ich für ein Mädchen meines Alters groß bin. Ach, deshalb war sie genauso groß wie ihre große Schwester. Ich war früher im Leichtathletikverein, was wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass ich sportlich besser bin als die meisten Mädchen. Ich schätze, ich habe mich als Kind daran gewöhnt, viel herumzurennen, da ich lieber mit Jungen gespielt habe. Mädchen dürfen nicht rennen oder was? So. Mama. Shimizu Kimi. Meine Mutter. Wenn ich sie mit einem Wort beschreiben müsste, wäre es erbärmlich. Das ist nicht freundlich. Wieso? Was hat denn die an der Hand? Hat die hohe oder hat sie sich die Hände zusammengeknibbelt? Sie ist diejenige, die die Gewaltausbrüche und boshaften Misshandlungen meines Vaters am meisten zu spüren bekommt. Und was ist so dran erbärmlich? Der Vater ist erbärmlich, nicht die Mutter. Als ich jünger war, hat sie mich immer vor ihm beschützt. Deshalb habe ich sie damals nicht gehasst. Aber vielleicht hasse ich sie jetzt doch. Auch wenn mein Vater sie anschreit, mit Schlüsseln nach ihr wirft und sie bis spät in die Nacht hinausschickt, um Alkohol zu holen, bleibt sie ihm immer treu. Ich kann und will ihre Lebensweise einfach nicht akzeptieren. Okay. Papa. Shimizu Kanta, mein Vater. Als ich zum ersten Mal den Begriff patriarchalischer Ehemann hörte und dass er einen Mann bezeichnet, der nichts anderes tut, als seiner Frau Befehle zu erteilen, war er der Erste, der mir einfiel. Papa redet kaum. Er ignoriert mich, wenn ich ihm Guten Morgen sage, aber wenn ich nichts sage, wird er hingegen wütend. Und wenn er einmal wütend ist, explodiert er einfach. Er verliert im Handumdrehen die Kontrolle über seine Emotionen. Er schreit Mama an, wirft mit Sachen herum und schlägt uns sogar. Hoppala, sorry. Warum kann er sich in der Öffentlichkeit nicht so benehmen? Wie? Benimmt er sich in der Öffentlichkeit nicht so, dass er Leute anschreit und Sachen rumwirft? Warum bekommen alle anderen nur seine ruhige, gelassene Seite zu sehen? Tatsächlich. Wenn das hieße, dass ich keine weitere Sekunde mehr mit ihm in diesem Haus verbringen müsste, würde ich mich gerne entführen lassen. Holla. So, Junko. Kinuta Junko, meine ältere Schwester. Wieso hat die kein Gesicht? Sie ist eine der hübschesten und nettesten Menschen, die ich kenne, und sie kann alles. Ich kann mich immer auf sie verlassen. Ehrlich gesagt ist sie die großartigste Schwester, die man sich wünschen kann. Sie wäre immer für mich da, vom Tag meiner Geburt an bis sie wegging, um zu heiraten. Warum ist das, also sind die Zeichnungen von ihr, warum ist da Farbkleckse drüber? Hat sie so mit ihrer Schwester gebrochen, weil die weggegangen ist zum Heiraten oder so? Wenn sie doch selbst sagt, sie würde sich am liebsten entführen lassen, damit sie aus dem Haus rauskommt. Wenn der Vater genauso zu der großen Schwester war, kann ich vielleicht sogar verstehen, dass die Schwester ganz froh ist, dass sie durch Heirat das Haus verlassen hat quasi. So, was ist denn das überhaupt für ein Haus hier? Geht's noch weiter? Ich will aber drum herum gehen.
Vielleicht finden wir ja noch was zu lesen. Oh, da ist einer drin. Herd? Da steht Bier oder so. Trinken um diese Uhrzeit? Ja, dein Vater käme jetzt nicht. Oh, da ist eine Schallplatte. Eine Frau ist erst vollständig, wenn sie geliebt wird. Mit der neuesten Mode für junge Frauen, die so rein ist, dass sie sogar Blumen erröten lassen. Sorry. Okay, also entweder wohnt in dem Haus eine Frau, auch eventuelle Frau, oder du hat halt einer Interesse an Modezeitschriften. So, da kann man beide, habe ich gehört, gell? Speichere deinen Fortschritt. Da, guck. 2 Minuten 51 habe ich vorgespielt. Bin genau bis da unten hingekommen. Und nicht weiter. So. Da bin ich jetzt schon, da habe ich jetzt schon What should I do? 8 Minuten gebraucht. So, kann ich da. Geht's da weiter? Das glaube ich aber nicht, oder? Ding dong. Aufmacher. Klingel oder Glocke? Okay. So, dann müssen wir wohl da über am Haus irgendwie weitermachen oder so. Da kloppt's in dem Haus und rappelt's. Ja, man könnte glatt denken, da wohnen Leute drin, weißt du? Das ist Wahnsinn. Aber guck mal, da kannst du auch irgendwie nuff. Ich soll eigentlich nunner gehen, ne? Und nicht nuff, aber. Oh. Inari-sama. The fox gods enshrined all over the place. Ach, das sind kleine Fix sind das. Ich hab gemeint, das sind kleine Hinkle oder so. Wieso hatten der doch keinen Kopf? Wieso hatten. Der da hat Kopf. Da fehlt einer. Der ist selber letzte da. Okay, was ist das da? Information. Inari-sama. In Ebisugaoka, das muss ich noch ein bisschen überleben, hauptsächlich gläubige Inari-samas. Okay. Überall in der Stadt gibt es Statuen von Inari-sama und meinen älteren Nachbarn verehren sie respektvoll. Inari-sama, auch Oinari-sama genannt, ist eine Gottheit, die alte, unbrauchbare Werkzeuge zur Ruhe legt und ist auch für den berühmten Brauch bekannt, ihren geliebten Aburage-Tofu als Opfer darzubieten, der auf einer alten Nadel steckt. Was? Okay. Andere Städte scheinen diesen Brauch für Inari-sama allerdings nicht zu haben. Ich vermute, dass das, was wir hier in Ebisugaoka, ich muss das wirklich trainieren, etwas Besonderes sein könnte. Das vermute ich aber auch, ne? So. Sollen wir mal gucken? Also, wo waren wir jetzt? Ah, da bin ich runtergekommen, gell? Genau. Also sind wir da unten jetzt unten. Oh, guck mal, das ist aber. Aber da habe ich gemeint, da krabbelt mal was über den Monitor. Ne, war schon so platt. So. Hallo? Sie klemmt. Ja, Junge, ist vielleicht abgeschlossen. Kannst du nicht einfach in fremde Häuser gehen, an die rapple? Stell dir mal vor, du huckst gerade in. Ich kann da Mittagessen und dann rappelt da einer an dir rum. Da wird man aber auch ganz anders da wäre, sag ich da. So. Ja, gibt scheinbar nix. Gehen wir weiter nun, oder? Warte mal. Gibt's da, das ist Kürbis. Als ob ich wüsste, wie Kürbis. Ich doch nicht übers Feld laufen. Das ist anderer Sort Kürbis. Warte, da laden bestimmte Zettel. Nee. Wenn du leid was zum Lesen. Okay. Wasserpump. Die Wasserpumpt. Ah, das ist das Heisel mit der Modezeitschrift im neue Quelle-Katalog, weißt du? So, jetzt gehen wir aber mal runter. Where is everyone? Wieso What sind about da... Chizuruya? Maybe I'll find someone there. Gehe zum Chizuruya Gemischtwarenladen. Okay. Moment. Ebisugaoka. Ich lebe in einer kleinen ländlichen Stadt Ebisugaoka. Das war gut, oder? Vor dem Krieg war die Stadt aufgrund des Zustroms von Menschen, die wegen den Kohleminen und des Staudammbaus, alter Stadtbaumau, wollte ich sagen, Staudammbaus in den nördlichen Bergen kamen, belebt. Nachdem der Dammbau abgeschlossen und die Kohlemine geschlossen wurde, wurde sie zu einer traurigen kleinen Stadt. Die große Eisenbrücke, die die Stadt mit der nahegelegenen Stadt verbindet, ist die einzige Erinnerung an den früheren Glanz dieser Stadt.
Okay, ich soll das Touchpad drücken, um die Karte zu öffnen. Touchpad ist Select. Sag das doch einfach. Sag doch einfach Trick Select und Stadt. Mann, ey, kann ja nicht so schwer sein. Was ist hier? Silent Hill. Da komme ich nicht hin. Interessant. Aber bei der anderen Heißer bist du überall, also da hast du erst gar nicht an die Tier wackle kennen. Und wenn das Silent Hill so ist wie mein Lieblings-Silent Hill, Silent Hill Ends, dann bist du ja um jede Tier, die zu ist, froh. Wie oft habe ich mich gefreut, weil eine Tier, es ist leider Verschluss, ich komme nicht hin. Aber das ist schön. Im Krankenhaus. Jede Tier, wo zu war eine gute Tier. So. Ansonsten kann man ja ein bisschen erzählen, während ich mich da umgucke. Silent Hill, ich habe das erste Silent Hill, gleich wie es rausgekommen ist auf der Playstation, gleich gezockt. Das ist irgendwann im Sommer, in der Sommerferie oder kurz vor der Sommerferie rauskommt. Damals war ich so 15, 16 oder sowas, keine Ahnung. Habe ich mal das gleich gekauft in der Sommerferie, hab's gezockt und Alter, was geil. Was ein geiles Spiel. Silent Hill Ends, wirklich bestes Silent Hill. Mit Abstand. Aber sowas mit Abstand. Dann für die PlayStation 2 ist Silent Hill 2 gekommen. Habe ich natürlich auch gleich gezockt und hab's auch. Ja, ist auch gutes Silent Hill, sehr gut sogar. Aber nicht so gut wie Silent Hill Ends. Aber an jeder sagt, Silent Hill 2 ist das Beste. Ich fand halt an Silent Hill 2, fand ich vor allen Dingen, ich rede jetzt von der PlayStation-Version, ne? Fand ich halt gut, das Ding mit Licht und Schatten, das er halt gemacht hat, wann du im Helle bist und gehst in ein Haus hin, dass es dann erst ein bisschen dunkel bleibt und sich da auch dran gewöhnen müssen. Heutzutage ist es so, ja, das kann jedes Spiel, weißt du? Ja, damals war das nicht so. Da war das noch ganz was Besonderes. Die Schattenwürfe mit der Taschenlampe und so, war auch nicht irgendwie so unnatürlich. Der Sound war richtig gut. Da hast du auch mit Stereo-Sound und sowas, hast du trotzdem irgendwie so, die haben so ein komisches Verfahren gehabt, was räumliche Soundgedönse auch mit Stereo-Sound, also war geiler Scheiß. Dann Silent Hill 3 ist quasi der Nachfolger von Silent Hill 2, Ends, sorry. Es ist ja von der Zahl her der Nachfolger natürlich von Silent Hill 2, rechnen kann ich gerade noch so. Aber es baut halt auf Silent Hill Ends. Und das Lustige ist, ich habe damals eine Arbeitskollegin gehabt, die hat Silent Hill 2 gezockt und 3 oder sowas und hat mir das erzählt. Dann habe ich gesagt, ja, da muss ich aber unbedingt Silent Hill Ends gucken. Und ich ergibt der dritte Teil gar nicht so richtig Sinn. Fällt ja die Hälfte von der Geschichte. Ah ja, hat sie nicht. Ich gesagt, ja, kommst vorbei, zocke mal. Und dann hat Freundin, ich und die Arbeitskollegin halt den Silent Hill Ends durchgezockt. Und ey, zu einer Zeit, also der zweite, wie gesagt, die hat den dritten Teil gezockt. Ich glaube, das war so Xbox 360 Zeit. Haben mir da gehuckt, haben auf dem großen HD-Fernseher, wo man hat, eine große Plasma-Fernseher, welche haben wir ein PlayStation-Spiel gezockt. Aber alter Schwede ist uns die Klammer gegangen, alle drei. Wir haben das alles abgewechselt mit dem Zocken. Und mich haben sie immer im Krankenhaus zocken gelassen. Die zwei Deppine. So. Hey, ich musste die Kanalisation machen. Ja, okay. Die Freundin hat gerade gesagt, sie muss die Kanalisation machen. Ja, das stimmt. Da habe ich mich extra davor gedrückt, weil das ist das Gruseligste für mich gewesen. Du machst die Kanalisation. So, gibt's da. Sag mal, da stehen halt überall Flaschen rum. Das sieht alles aus wie Bier. Sind das alles Säufer oder was? Und wo muss ich denn überhaupt hin? Kann ich da durch? Nee. Ja, dann gehen wir mal da weiter. So. Ja, auf alle Fälle, der dritte Teil ist nicht so gut wie der erste, wie der zweite, sorry. Aber er gehört halt zum ersten dazu. So, der vierte habe ich mal auch noch gekauft. Der kam auch vor die PlayStation 2 raus. Ich habe in meinem ganzen Leben, Moment, ich muss Klapp halten. Oh geil, Autospiegel. Excuse me. Is anyone there? Wo im Autospiegel? Junge, gehen die Zwischensequenz auf 30 Frames runter. Gekappt. Oh, das nervt. Da wäre ich jetzt eher nicht hingedreht. Mädel, guck mal, du stehst immer noch drin. Bah. Ja, ist halt so, aber bah. Ne, das gucke ich mir jetzt nicht nochmal an. Ja, ich nehme einen anderen Weg. Ich gucke mir das garantiert nicht nochmal an. So, ich wollte noch ein bisschen. Ne, da guck mal, aber da ist ein Auto. Komm, ich gucke einfach nicht hin. Ich hab halt. Ach, ich erzähl's lieber nicht, was ich halt wegmache. Ne, ich will doch nicht hingucken, was ich halt wegmache, gemisst habe. Aber das war eklig.
Hallo? Jemand da? Ja. Ja, ich habe der 4. Teil, also Cave, angefangen zu zocken und irgendwann halt so aufgehört. Und ich weiß gar nicht mehr warum. Und hab dann irgendwie so, There was a shortcut up ahead. Jahre später, aber ich dachte, sag mal, warum habe ich das eigentlich nie durchgespielt, ne? Ist doch cool so mit deiner, ich weiß noch, dass da ein Loch in der Wand war und du warst in deiner Wohnung so irgendwie und dann habe ich es nochmal angefangen und schon wieder aufgehört, weil es ist halt einfach nicht gut. Und ich bin noch nicht mal an die Gegner gekommen, die nicht kaputt machen kannst, die dich dauernd verfolgen, durch Wände durch und sowas. Nee, es war vorher schon so. Ja, das war's mit Silent Hill. Ich habe keine PlayStation 3 gehabt. Die andere, wo rauskommt, sind Downpour und was weiß ich was, habe ich nicht gespielt. Außer das war die Wii, Shattered Memories, sehr gutes Spiel. Aber ich habe mir es aus der Videothek ausgeliehen, mit der Freundin zusammen. Dann haben wir es angefangen zu zocken und ich wusste, die Gegner tauchen nur auf in der Eiswelt, nicht in der Normalwelt. Wir sind gar nicht in die Eiswelt gekommen, weil uns die Arschklammer so gang ist. Ich kann euch sagen, mir so. Und dann haben wir noch mal mit eben der besagte Freundin, wo wir schon Silent Hill 1 gespielt haben, haben wir Jahre später, habe ich auf dem Emulator am PC nochmal Silent Hill Shattered Memories gespielt, so rum. Also am PC, aber auf die Fernseher geschmissen. Und da habe ich dann einfach die Kollegin zocken gelassen. Die hat die ganze Fluchtsequenz gemacht, das war voll super. Aber ich glaube, durchgespielt haben wir es damals auch nicht. So. Die war halt, welche, so Wochenende oder so, wo es dann bei uns gepennt hat, sowas, und dann haben wir halt gezockt so, aber du kannst ja den ganzen Tag zocken, wir müssen ja noch saufen. So. Okay. Dann gehen wir Modo durch. So, ich habe jetzt genug über Silent Hill gequatscht. Spiele der erste Teil, der ist best. How else could she die like that? I would never. Not that family. Shh. Someone's going to hear you. Hä? Wenn geht's? Okay. So. Kannst du wieder zurück? Ja. Okay, ich hab gemeint, das wäre so quasi Inbahnstroß. Na, was bauen denn die da an, Anne? Ich hab gedacht, das wäre so komisches Kraut. So komisches. Aber alles Holzhaus, ne? Holzhäuser. Jetzt gibt's mich ja kein Wunder, dass der Ende Ami, wo die Fledermausbombe bauen wollte, dass der gesagt hat, das ist eine super Idee, haben eh alle Holzhäuser. Ja, hat recht gehabt. Ist nicht der Typ, wo der Ami, der Zahnarzt, wo Fledermais Napalm an den Bauch geklebt hat und wollte dann so ein paar 100.000 Stück über Japan abwerfen. Und die Fledermais fliehen dann so runter und setzen sich dann im Haus, da unten drunter. Und dann nur ein paar Minuten fängt das Napalm an zu brennen und dann wäre alles abgefackelt. Das war der Plan. Und er hätte funktioniert. So dummer ist, er hätte funktioniert, aber sie waren zu dumm. Sie waren zu dumm und haben die eigene Base abgefackelt. Und dann hätte man gesagt, nice! Funktioniert! Yeah! Aber dann ist einer gekommen und hat gesagt, habe ich mir was Besseres entwickelt. Das nennt sich Atombombe. Wir brauchen der komische Fledermausbombe nicht. Ja. So. Ja, ohne Quatsch jetzt. Das ist wirklich so Kukus Mono. Sakuko. Where are you off to? Don't usually see you around here. Wer ist das? Warum bin ich Verräterin? A truck was blocking the road. Shizuruya? I just want to talk to someone. I'll be there in a bit, okay? See you. Ist es so Mädelsfreundschaft? Ist es so Mädelsfreundschaft so? Ey, du Schlampe, alles klar? Und wie geht's? Alles knackig oder so? Weil, ey, ich würde jetzt nicht auf die warten, um mit ihr zu retten. Also ja, wann so unbedingt retten will, aber das ist nicht freundlich. So, lass mal gucken. Ebisugaoka, haben wir doch schon gehabt. Ah, wahrscheinlich Charakter. Ah, da. Sakuko. Na, gucken wir mal. Igarashi Sakuko. Noch eine Freundin von mir. Muss gar nicht mal schon eine Hand. Sie ist eine Träumerin und ein bisschen seltsam. Sie versucht ständig, sich davor zu drücken, mir die 500 Yen zurückzuzahlen, die ich ihr einmal geliehen habe. Okay.
Ihr Vater ist der Oberpriester des Senensugi-Schreins in der Stadt. Sie scheint sehr stolz darauf zu sein, während der Neujahrsfeierlichkeiten die traditionellen Miko-Roben zu tragen und Amulette zu verkaufen. Okay, alles klar. Ja, aber wo soll man jetzt hingehen? Sollen wir jetzt warten? Das guck mal, so Qualm da herkommt. Ne? Das soll Neville sein. Okay. Sollen wir jetzt da warten, bis er runterkommt oder was? Ich muss mich noch ein bisschen umgucken, ne? So, ist nicht Verbot. So. Moment. Ha. Guck mal hier. Lass mich rote. Nachladeruckler von der Unreal Engine. Ja, sorry. Müssen wir mitleben. Name: Susutani Mayumi. Zuletzt gesehen mit weißer Bluse, langer marineblauer Rock, beiges Handtuch mit schwarzen Punkten. Ich weiß jetzt, dass man das beige ausspricht und nicht beige. Ich bin schlau. Ach, Falleinzelheiten. Ich wollte gerade Faulenz irgendwas. Falleinzelheiten. Der Rest wurde abgerissen. It's torn. Jemand gesucht oder was? Also jemand, wo gesucht wird irgendwie? Was ist denn da jetzt? Wo bleibt da die? Die Schnall. Was ist denn da los? Kann ich das so lesen, was da steht? Kann ich vielleicht, da steht Montag, Dienstag, Mittwoch. Keine Ahnung. Kann ich Japanisch oder was? Ich kann so komischer 7. Mole. Das heißt A. Ne, wirklich. Und eine Is gleich ist nie und eine X ist ein Me. Jetzt kann ich ausdenken, woher ich die Schriftzeichen kenne. So. Okay, also irgendwie ist du halt Kenner, ne? Es ist aber wirklich komisch, dass du halt keine andere Person. Ich meine, immerhin hat Dio 2, wo du gehört hast, wo gerettet haben, irgendwas mit Verräterin. Das ist nicht so freundlich, aber ja. Und die Ant halt, Avaldo, die angebliche Freundin, die hat aber schon, also die hat schon, das war die, wo Verräterin zu mir gesagt hat. Oder waren das die Nachbarin, wo du gehört hast? Keiko. Ah, okay. Oh, das kenne ich, das ist doch ganz unne. Ja, das sind die Schnake-Spirale, wo du dann Arsch steckst und dann bleiben die Schnoke weg. Das kenne ich, das ist super. Ich bin nur froh, dass ich auch mal weiß, was irgendwo was ist, so. Ich habe eine Brunne gefunden. Aber ich glaub's ja nicht. So, was steht da? Ja, weiß nicht. Okay. Ey, da huckt einer. It's Shu. Das ist Schuh. Ich habe einen Schuh gefunden. Das ist doch super. Gar nicht gewusst, dass ich einen verloren habe. Schuh ist seit Ewigkeiten mein bester Freund. Er ist mein Partner. Wir spielen schon seit ich denken kann zusammen. Als wir Weltraumkriege spielten, nannten wir uns gegenseitig Partner. Und aus irgendeinem Grund blieb das einfach so. Kinder der Showa-Ära neigen dazu, auf das andere Geschlecht herabzuschauen. Aber Shu niemals. Als ich gegen meine Eltern rebellierte, weil sie mir sagten, ich solle mich wie ein Mädchen benehmen, war er derjenige, der meine Gefühle am besten verstand und mir beistand. Cool. Also das scheint wirkliche Freund zu sein. Also, ne? Freund halt, wo man sich halt... Oh, was hast du denn da? Geld? Das ist Dingsbumsstei, oder? Hey, Nee. partner. Hi, Partner. Was los? Say something. What about you? Nothing you want to say? Wie altes Ehepaar, hey. If you don't have anything, neither do I. Well, Dann sagen wir halt that's nix. my Hinako. Oh, was ist das? Oh, was, zu schnell, gell? Oder eine Packung It's Kippe. not like you to just let stuff happen, though. But whatever you end up choosing, you know I'll always be there for you. Shu. Shu, thanks for waiting. And Hinako too. Das ist aber nicht die, wo das Fenster ausgeguckt hat. Miko. Die hat so What were you guys Ohren, hat die talking da. Und lange Haare. Nothing, really.
said Wie? that she just wanted to talk to someone. It helped too. Oh. Glad to be of service, ma'am. If I had known you'd be here, I would have brought that magazine you lent me. Oh, you can hold on to it. I knew I wasn't getting it back when I lent it to you. Wow. Supposed to mean? Okay. Ja, die muss gerade lachen. Laughing at? Ich schulde dir noch 500 Yen. Don't you? Right? Wait, did I borrow something? Ja, 500 Yen, das weiß ja sogar ich. Hey, Hinako, do I get to hold on to the 500 yen I owe you too? Nö, What du happened to nicht. paying her back with interest? I never said that. You can't prove I did. Okay, that does it. If I lend you something, you're signing a contract to give it back. Don't be such a meanie. Okay. Keine Sirene zu hören? Hinako? Sorry. What? You trick. Ernsthaft jetzt? Okay. Und mit dem Nebelmonster, was soll ich denn hier denn? Also das ist wirklich irgendein Vieh im Nebel. Ich hab gemeint, das wäre nur komischer Nebel so irgendwie. Ja, renn doch, Mädel. Renn! Ne. Kommt dann das rote Kraut hier? Okay. Okay. Ah, was ist denn jetzt? Ah, geh weg! Geh weg! Was ist denn das für ein Kakto? Okay, ich denke jetzt nur an das rote Scheiße da. Rüber. Boniver. Wo ist denn der Schuli? Bei euch, oder? Da bin ich voll in Deutschland. Oh, war das doch falsch? Boniver. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt? Ich bin noch nicht 3 Stunden in dem Spiel und schon abgenippelt? Was habe ich... Wo hätte ich hier rennen sollen? Okay. Der Ding ist voll nicht entlang, das bin ich mir ziemlich sicher. Ich hab halt... keine Ahnung, wo ich hin soll. Ja. Geht halt nicht. Da ist nichts. Was soll ich denn hier rennen? Ja, nee, okay. Dann sagen wir doch, wo ich hier rennen soll. Flachsafe, nein. Es gibt was Längeres hier leid. Ja, ich mache ja schon. Also, da muss ich entlang. Das ist klar, da geht nicht. So. Da geht auch nicht, also muss ich schon wohl so lang. Jetzt komm! Geh weg, du! Herrgott, Sakra, du mal Teil, ey. Kann ja nirgends anders dahin, oder? Okay, da hinten ist ein Licht. Oh, Alter! Geh, lass die Flosse von mir, du! Tentakelmann! Du musst nur ins Licht. Hina!
Don't give up. Okay. Ernsthaft? Ey, Moment. Das war nicht nur die Monche, das war... Guck mal. Die sind da noch. Das ist noch. Okay. Jetzt. Also zumindest die Musik ist weg. Und das rote Gebibbel da. Hurt. Aber I think I got this from Shu. was hat sie vom Schuh? Notiz von Schuh. Hallo Partner. Diese Schmerzmittel sollten bei dir am besten wirken. Sie lindern nicht nur deine Kopfschmerzen, sondern auch Schmerzen durch Verletzungen. Ich vermute, dass die Hauptursache für deine schlimmen Kopfschmerzen darin liegt, dass du unbewusst mit den Zähnen knirschst, wenn du sauer bist. Stimmt das? Wenn du jemals reden willst oder so, ruf mich und ich bin da. Rote Kapseln. Schmerzmittel in Kapselform. Lindert Schmerzen und hebt die Stimmung. Stellt Gesundheit und maximalen Verstand leicht wieder her. That's better. Please let everyone else be okay. Okay. Erst mal gucken, was war dann das so? Gegenstände. Wenn du einen Gegenstand verwenden möchtest, musst du zunächst mit dem Steuerkreuz zu Ausrüstung gehen, Gegenstände auswählen und dann den Gegenstand, den du verwenden möchtest, zu deiner Gegenstand-Schnellauswahl hinzufügen. Bla 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 bla. Gegenstand-Schnellauswahl verwenden. Wenn dir ein bestimmter Gegenstand ausgeht und du dann mehr davon sammelst, musst du ihn nicht erneut zu deiner Schnellauswahl hinzufügen. Das ist doch gut. Kampf. Steckst du Treffer ein, verlierst du Gesundheit und stirbst, sobald diese völlig erschöpft ist. Ach. Denke daran, Gegenstände zu verwenden, um deine Gesundheit wiederherzustellen. Das ist nicht Kampf, das ist einfach nur hier, ess was, schon verhungere. Da waren wir doch schon. So. Chisuruya. Gemischtwarenladen. Er war ursprünglich ein Gemischtwarenladen, aber mittlerweile nennen wir ihn den Süßwarenladen, weil die Hälfte seines Angebots nur aus Snacks und Spielzeug besteht. Cooler Lade. Hier hängen alle Kinder ab. Meine Freundin und ich treffen uns auch hier. Normalerweise sitzen wir einfach vor dem Laden und reden. So. Verwende X, wenn du... Ja, das weiß ich doch schon. Ist sowas Neues? Also da gibt's eine neue Seite. Karte. Ja, Karte öffne. Okay, alles klar. Sammelgegenstände. Ja, das haben wir doch alles schon gehabt. Oder nicht? So, jetzt ist es weg. Halt. Moment. Ich muss noch mal kurz... Tabletteschachtel? Eine Schachtel für rezeptfreie Antipyretika. Ich glaube, das ist, damit man nicht brennt. Oder so. Ich habe keine Ahnung. Wie gehe ich dann... Wie kann ich dann... Oh, ich habe 9 Stück von deinen Dinger. Du fress ich gleich noch eins. Tagebuch, ja, das wollte ich so. Und zwar will ich so Charaktere. Da, siehst du, ich gibt was Neues. Ich gebe zu, dass ich manchmal ziemlich stur sein kann. Ich akzeptiere nicht gerne Dinge, die andere für mich entscheiden, selbst wenn es das Richtige ist. Mehr als einmal habe ich rebelliert und die falsche Entscheidung getroffen, nur um es später zu bereuen. Anders als meine Schwester Junko, die immer der Sonnenschein war ich schon als kleines Kind eine echte Herausforderung. Meine Eltern sagten mir, dass ich nie auf ein einziges Wort von ihnen hörte. Ich brachte meine Mutter zum Weinen und meinen Vater zur Weißblut. Aber Junko war immer für mich da. Sie verstand mich, sie passte auf mich auf. Deshalb liebe ich meine Schwester und habe immer getan, was sie von mir verlangt hat. Oder zumindest habe ich es versucht. Sie hat die Wogen zwischen meinen Eltern und mir geglättet, was das Leben in diesem Haus ein wenig erträglicher gemacht hat. Das heißt natürlich, wie sie geheiratet hat. So, Rinko, die haben wir noch nicht gesehen. Nishida Rinko. Nee, Ringo. Ringo ist Apfel. So, eine meiner Freundinnen. Sie ist wirklich gelassen, aber manchmal ist sie etwas stur in ihrer Art, Dinge zu tun. Oh, komisch. Wenn sie sich einmal das in den Kopf gesetzt hat, bleibt das so. Und in letzter Zeit scheint dieses etwas Kleidung, Mode und andere weibliche Beschäftigung zu sein. Oha. Rinko hat mir einmal gestanden, dass sie in Schuh verknallt ist. Das war mir schon so halb klar, ne?
Ich habe ja gesagt, dass ich das toll finde, aber dass sie es schwer haben könnte, wenn sie sich nicht an den Gedanken gewöhnen kann, zum Spaß im Dreck herumzurollen und Insekten zu fangen. Ja, okay, genug geguckt. Wir gehen da jetzt mal weiter. Ich guck mal auf die Karte. Aha, okay. Okay, wenn das so ist, dann gehen wir da weiter. Da. Ich will ja alles gucken. Wenn ich schon nicht herkomme? Ne, da bin ich. Nein. Wir gehen da oben an das Eck. Das ist so schlimm. Und dann weiß ich, ob du vorwärts oder rückwärts gehen sollst. Ich gehe da hin. Ja, okay. Hat sich ja voll rendiert. Da ist noch so Fuchsgottschrein. Kann ich schon nicht drüber hupsen? So Fuchsgottschrein oder so. Okay. So. Wo ist Rinko und Shu? Und was ist mit der Anna passiert? Wo ich den Namen leider schon wieder nicht mehr weiß. Das ist schlecht. Halt. So, Leitesteuer. Der Verband. Mit Salbe beschichtete Verbände, die zur Blutstillung dienen. Die Anwendung wird in allen örtlichen Schulen gelehrt. Sie stellt eine große Menge Gesundheit wieder her. Ja dann. So. Okay. What is this place? I need to get back to Sakako. Ja. Aber Sakuko war das nicht. Entkomme dem Nebel. Ich bin immer noch. Da ist immer noch irgendwo das Nebelmonster. Das ist irgendwie doof. So. Okay. Da läuft wer. Moment, da geht's leider hoch. Also wenn ich quasi da hochgehe, dann komme ich da hin. Ah, also da hinten muss ich hin. Aber da unten bin ich. Ich will jetzt erstmal gucken, was da hinten ist. Wahrscheinlich nichts, aber man muss ja gucken. Vielleicht finde ich ja irgendwie noch was. Oh, doch. Da ist noch so ein Pill. Oh, die Kapsel, okay. Wie war das mit Ausrüstung? Waffen? Waffen habe ich, kenne ich. Omamori, ich weiß nicht mehr, was das ist. Gegenstände. Rote Kapsel und Verband. Also Verband ist rechts. Rote Kapsel ist oben. Wie viel kann ich dann trafen, denn eine rote Kapsel? Und wie viel Energie habe ich gerade? Aber das kann ich einfach gucken, oder? Ich fresse noch so Pill. So, ist immer gut. Und mal hier einer auf Pac-Man und fresse ordentlich Pille. So, genug mit dir. So. Umgucken. Ne? Wenn man uns aber alle umgeguckt hätte, hätte man nicht noch eine Pill gefunden. Das wäre, bevor man jetzt hat, aber das ist auch schon hoch, oder? Ah ne, sieht nur so hoch aus, ist schon, guck, es war einfach. Kleine Mauer. So, Moment. Also da kann ich durchgehen. So hinten sind wir ja hingegangen. Ja, okay. So viel Weg haben wir jetzt halt nicht, wo ich gehe, ihr kennt. Wer war du? Who's there? Is that you, Shu? Ja, zumindest ist da hinten Licht. Wenn du nicht weißt, wo du bist, folge dem Licht. So. Shu! Rinko! Erst umgucken. Was ist denn das? Aber verklinkert das Gedönse, du. Ja, okay.
Okay, es gibt eine Art Autosave, habe ich gerade gesehen. Okay. Also so Taschenlampe oder so, werden wir wahrscheinlich da auch nicht finden. Hoppala. Wenn wir ruhig sind, vielleicht, weil die hat gar keine Augen. Ich hab's nicht gelesen, von vorne. Drücke Kreis, um feindlichen Angriffen auszuweichen. Wenn du ausweichst, kurz bevor ein feindlicher Angriff dich trifft, führst du ein perfektes Ausweichen aus und regenerierst deine Ausdauer. Stay back. Aber echt, hey, weg. Rennt die mal jetzt das nur, oder was? Ja, macht sie. Kann ich nicht irgendwie... Ich renn mal durch hier. Du kannst dem Kampf entkommen, wenn du weit genug... Oh, Kack. Aha, daneben. Ih. Da kannst du vergessen, ey. Ah! Weg! Alter, ist sie mal hinterhergehupst, oder was? Oh, Kack. Uah. Krieg mich nicht, krieg mich nicht. Hi. Was war denn das jetzt? Ach so, ich habe Kreis gedrückt statt X. Ich habe keine Ahnung, ob ich da richtig bin. Ist da ohne Fernseher? Oder habe ich gerade das Radio gefunden? Jokan? Ein Geleeartiges Dessert, gefüllt mit roter Bohnenpaste. Mundgerechter Genuss. Stellt eine große Menge Gesundheit wieder her, kann auch als Opfergabe verwendet werden. Und es rauscht. Nee. Durch das Darbieten bestimmter Gegenstände an Hokora kannst du Gegenstände, Glaube erlangen. Quatsch. So, Moment. Darüber hinaus kannst du durch das Hineinlegen von Gegenständen in Hokora Glauben erlangen. Mit Glauben kannst du Omamori ziehen, beten und mit Hilfe eines Lehren immer verschiedene Vorteile zu erhalten. Klarer Verstand wählen, um deinen Verstand wiederherzustellen, wenn du Geschichte als Kämpferschwierigkeit gewählt hast. Kannst du durch den Besuch von Hokora deine Gesundheit und deinen Verstand wiederherstellen, ohne Glauben zu verwenden. Das ist schon mal gut. Haben wir gemacht. So, Karte haben wir. So, Erkundung, Kampf. Es gibt eine neue Seite. Ausdauer. Angreifen, ausweichen oder rennen während des Kampfes verbraucht Ausdauer. Wenn deine Ausdauer aufgebraucht ist, gerätst du außer Atem und kannst nicht handeln, bis du dich erholt hast. Ausweichen. Verwende Kreis, um feindlichen Angriffen auszuweichen. Wenn du ausweichst, kurz bevor ein feindlicher Angriff dich trifft, führst du ein perfektes Ausweichen aus und regenerierst deine Ausdauer. Wenn du Kreis während des Ausweichens verwendest, kannst du sie hintereinander ausführen, allerdings auf Kosten deiner Ausdauer. Fliehen. Der Schlüssel zum Überleben liegt darin, zu wissen, wann man die Stellung halten und kämpfen und wann man weglaufen muss. Mein Tipp ist, wenn du keine Waffe hast, nicht kämpfen. Du kannst im Kampf entkommen, wenn du weit genug von deinen Feinden entfernt bist und sie dich aus den Augen verlieren. Okay. Nanu? Achso. Ja, aber was rauscht denn jetzt da so? Und die Lampe da oben ist es nicht. Ja? Radio. Radio. What's going on with that radio? Klack. Okay. So viel dann zum Thema Patriarchat. Ne? Oh, warte mal, kann ich da drunter? Ah, ne. Das so ausgesehen. Okay.
Okay. Ja, aber nicht, geht es dann irgendwann zurück oder steht es jetzt da vorne am Eck und wartet einfach auf mich? Ist schon umgucken, ne? Nicht, dass es wirklich da irgendwo am Eck steht oder so. Ja, aber sieht aber eigentlich gut aus. Bin ich denn also in irgendeinem Fluss oder so? Ah ja. Okay. Und ich muss wohin? Da Nuff, wie soll ich denn da Nuff kommen? Ey? Ich kennt nur so. Da kann ich nicht mehr. Es ist doch komplett die falsche Richtung. Ich könnte mir so einen Schrein da gebrauchen, weißt du, zum Bäden und so. Da drüben ist irgendwas. Aber ich muss gucken. Da oben war halt das komische Vieh. Eine rote Kapsel, okay. Also da gehe ich nicht noch, ne? Das kann ich schon vergessen. Nee, da gehe ich nicht noch. Da oben ist irgendwo das Vieh. Das lassen wir mal schön gut sein. Gehen jetzt da doch nicht. Komm mal her, mal ein bisschen schneller, Mädel. Und gehen. Wo ging es denn jetzt so eine Weile hoch? Irgendwo da. So. So. Ja, jetzt ist die Birne kaputt. Ey, ich brauche so komisches Speicherding, wo das wäre so super praktisch, wäre das. Kriege ich die eigentlich angezeigt auf der Karte? Oh, Moment. Noch eine rote Kapsel. Ja, mit. Dann würde ich mal sagen, nehmen wir mal noch eine, oder? Erkundung. Gegenstände überprüfen. Wenn du dich umsiehst, verwende X, wenn du dich in der Nähe von Schubladen oder Kisten befindest, um einen Blick hineinzuwerfen. Ach so, das hat halt einfach in die Kiste geleert. Da habe ich jetzt automatisch gemacht oder so. So, mir schlucken wir noch eine Pill. Ja, okay, also. So richtig große andere Möglichkeit haben wir jetzt halt nicht. Ich muss so in jede Ecke gucken. Irgendwo kennt ihr noch was leihen, ne? Guck mal, da eine Pause. Hä? Sackgasse oder was? Oder? Da kann ich nicht. Anyone here? Ist da jemand? Ich kann ja jetzt nicht einfach bei fremde Leid. Okay, der Leute Pille brauchst du nicht. Ich brauche rote Pille. Ja, aber ich kann doch jetzt einfach bei fremde Leid rumschnusen. Das geht doch nicht. Macht man halt einfach nicht. Ja, aber ich muss halt. Halt. Schön, der Schank geguckt. Drücke X, wenn du dich in der Nähe von Schubladen oder Kisten befindest, um einen Blick hineinzuwerfen. Ja. Jetzt tue ich bei der Leid in der Schublade die Klamotte klaue, weißt du? Das ist jetzt nicht cool. Macht man nicht. Junge, haben die doch hier eine Bodennebel, das ist so Wahnsinn. Moment, ich will erst mich... Kriege ich doch hin A-Card angezeigt? Ah, ich verstehe. Ich kann da bestimmt irgendwo hinausgehen. Ich gehe erstmal da hin, ja? Und wir spielen wieder das Spiel Schrank oder Stube. Ist gar nicht so leicht in japanischer Heiser. Yukan? Jo klar, nehmen wir mal. Jo, nix, ne? Was ist das? Erstmal roh die Kapsel klaue. Ist das... Was ist das? Ja, komm, ich muss halt... Hä?
Blutiger Schlüssel. Ein Schlüssel mit unbekannten Blutflecken. Ach. Bin ich sicher, was er öffnet. Aber das da ist doch die Maske von dem Vieh, was vorhin ins Snow gerannt ist. Also nicht dem Neville-Vieh, sondern dem ekligen. Die hat halt genauso ausgesehen. Fuck! Wie komme ich hier weg? Ja, so schon mal nicht. Hallo. Tschüss. Was war das? Moment. Moment. Ruhig bleiben. Also. So, Anna-Menü. Ich muss gucken, was es war. Ich muss zumindest gucken, was es war. Verband Jukan. Filialis des Wehr stellt große Dingsbums an Dingens wieder her. Ja, nee. Ich habe irgendwas aufgehoben. Hintertürschlüssel. Ein solide aussehender Fassschlüssel. Das ist ein Fassschlüssel, okay. Seine Größe und seinen Klingen nach zu urteilen, sollte er zum Öffnen der Hintertür verwendet werden. Klingen? Wenn ich nicht eher der Bart. Ah, da ist er! Geh weg! Kann ich nicht leiden. So. Schön langsam nicht mehr gehen, ne? Ja, ne, ist schon in Ordnung. So hin und aus vielleicht? Mit dem Schlüssel? Mit dem Schlüssel gehen aus. Ach scheiße, das Haus geht noch weiter. Kann ich wieder die Tür zumachen? Als ob das viel bringe, wird die Tür zuzumachen. Geht an euch! Hintertürschlüssel verwendet. Okay, jetzt Nuna. Halt die mir jetzt auf den Kopf. Und die bleibt da stehen. Ich probiere es einfach nicht aus. Okay. Omamori. Wahl. Beim Benutzen eines Wiederherstellungsgegenstands wird die Aktion nicht durch normale Angriffe unterbrochen. Was? Was? Verstehe ich nicht. Okay. Also ja, aber wie geht's jetzt halt weiter? Muss ich da jetzt wieder hoch? Ich will aber nicht da hochgehen. Da turnt die alt rum. Habe ich immer gar keinen Bock drauf. Dann gucke ich mal lieber, was das gerade war. Tablettenschachtel? Nee, das war was anderes. Notiz von Schuh. Was war das aber? Ausrüstung? Da, Omamori. Beim Benutzen eines Wiederherstellungsgegenstands wird die Aktion nicht durch normale Angriffe... Hä? Kann ich drehen? Nee. Ausrüsten. Keine Ahnung. Muss ich ja doch da aufgehen, oder was? Ah, da links kann ich auch noch lang gehen. Ich nicht. Och nö! Ernsthaft jetzt? Nicht, und kann ich doch weitergehen? Oder nicht? Ich gehe immer weiter weg. Ich gehe doch noch mal runter. Okay. Und dann gucken wir einfach noch einmal genau. Ich würde da halt gerne runterhupsen oder so. Da muss man doch irgendwie runterhupsen können. Kann schon hingehen. Och komm, ich will ja noch mal in das Haus. Das ist kacke. Da ist, die Alte hat nicht mehr alle Latte am Zaun, hat die nicht. Hallo. Tschüss. Kann ich da hinaus? Nee. Geh doch weg. Wo bin ich denn da hergekommen? Alter, veräppel mich nicht. Ah. Junge. Nee, ernsthaft jetzt. Nee, wie bin ich denn hinaus? Alter, echt jetzt? Was soll denn das? Aber da oben ist doch noch einer, oder? Ich gehe da einfach das Fenster hinaus. Es geht nicht. Wo soll ich denn hingehen? Ja, ich weiß. Komm, ist gut jetzt. Guck mich hier nur rum. Du Appeldasch. Ah ja.
Ja, geh übers Dach, genau. Komm, schön. Da hingeh. Ja, ich hoffe, dass das Vieh nicht klettern kann, da die Alt. Junge, die hat sie doch nicht mehr all. Die hat doch den Schuss nicht gehört, hat die nicht. Wo bin ich denn da? Im Abort? Okay, ich... Weiß nicht mehr. This isn't good. Ach, I really hope Shu and Rinko are alright. sieht nicht gut aus, ne? Noch so Dingens her. Ja, komm, wir spielen auf dem Easy-Schwierigkeitsgrad. Ich weiß, dass man jetzt nicht dauernd sich gleich hochheilen soll und so, aber ich will halt. Ich will halt. Ich so Speicherdingens. Was ist denn da? Sag mal, gibt's so Kenner, wo du Bäde will oder was da im Dorf? Stadt. Das ist noch ein Pill. Siehst du? Gut geguckt. Ist halb geschluckt. Also die Pill. Hey du. Ja, das war schlecht. Hallo. War doch die von vorhin, oder? Alter, die kann hupsen. Wie junge Mädchen. Alter, was ist das? Antiker Kamm. Eine kleine Haarbürste, die speziell für den Einsatz bei religiösen Zeremonien hergestellt wurde. Es ist ja auch nicht so, als wäre gerade hinter uns irgend so eine verrückte Alte her. Eine Art Opfergabe von großem Wert, wenn es als Opfergabe in einem Schrein dargeboten wird. Ja. Ah! Ein Schrein! Einige Opfergaben stellen nicht nur Gesundheit und Verstand wieder her, sondern können an Hokora auch gegen Glaube eingetauscht werden. Habe ich doch gerade gelernt. Benutze Glauben in Hokora, um deinen Verstand vollständig wiederherzustellen. Wenn du Geschichte als Kämpfer-Schwierigkeitsgrad gewählt hast, kannst du durch den Besuch von Hokora deine Gesundheit und deinen Verstand wiederherstellen, ohne Glauben zu verwenden. So. Verwende Glauben, den du an Hokora erhalten hast, um Omamori zu erhalten. Okay. So, was willst du? In den Schrein legen. Omamori ziehen. Erhalte ein zufälliges Omamori im Kostüm ändern. Also zuallererst mal Yokan 30. Geleeartiges Dessert, gefüllt mit roter Bohnenpaste. Mundgerechter Genuss. Stellt große Menge Gesundheit wieder her, kann als Opfergabe. Was bedeuten diese 300 und so? Ach so, das ist das Opfer, was es wert ist oder so. Ja, ich leg mal das eine da rein. So, ich krieg da... das ist, wie viel Glaube man kriegt. Ich glaube zu verstehen. Und jetzt würde ich gerne einen Omamori. Ich brauche 300, um irgend so ein Dingens auszupacken. Ja, okay. Also der Kamm... Was kann der? Eine Art Opfergabe von großem Wert, wenn es als Opfergabe in einem Schrein dargeboten wird. Ja, aber jetzt habe ich ja das Gelee-Ding da umsonst reingelegt, habe ich das so. Vollkommen umsonst, so bestätige, weil jetzt, oder bleibt es dann, Moment, ich ziehe mir mal so Omamori da. So. Ich will aber aussuchen, was bei in sich zieht. Pflaume. Erhöht maximale Ausdauer. Ja, gut. Das will. Okay. Ich sehe, der Glaube bleibt erhalten. Das ist gut. Boni. Pfingstrose. Beim Aufheben von Lebensmitteln wird die Gesundheit leicht wiederhergestellt. Aha. Was ist das? Strumpeliges Aburage. Gebratener Tofu, der zu hart und trocken geworden ist, um essbar zu sein. Oinari Samas Lieblingsopfergabe. Eine Art Opfergabe von großem Wert, wenn es als Opfergabe in einem Schrein dargeboten wird. Göttliches Wasser. Frisches Bergwasser. Wer dieses Wasser trinkt, wird angeblich von Göttern gesegnet. Stellt maximalen Verstand vollständig wieder her und verringert den erlittenen Verstandsschaden für eine bestimmte Zeit. Kann als Opfergabe verwendet werden. Erste-Hilfe-Kasten. Ein Kasten mit verschiedenen medizinischen Hilfsmitteln zur Behandlung von Wunden aller Art, die in keinem Haushalt fehlen dürfen. Stellt Gesundheit vollständig wieder her. Aha. Gut. So, und jetzt speichern wir. Ungefähr hier. Okay. Morgen geht's weiter. Ich muss mich jetzt erst mal... Oh Mann. Wenn ich eins nicht geil finde bei Spiele, dann ist es Abhauen. Was noch schlimmer wie Abhauen ist Verstecke. Aber im Moment, ja. Hopp, gut.
Tschüss, ich hab Hunger, ich geh jetzt Gulasch essen.